Und so sehen wir uns schon wieder hier bei Legend of Zelda Twilight Princess HD in einer heutigen speziellen Aufnahme, denn es ist ja auch ein spezieller Gast dabei, der gute Lord Kai, Roxas Kai, wie auch immer er sich nennt. Nee, Roxas ist übel alt. Nee, Leute, herzlich willkommen hier zu Michaels Let's Play. Heute dabei in der Drillhöhle. Geil. Habe ich in der HD-Version noch gar nicht gesehen. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin ja aufnahmevoll. Ja, und du zockst ja auch eher selten, von dem her. Ich hätte es, wenn ich es privat zocken würde, hätte ich es wahrscheinlich schon wieder durch mit 100%. Aber naja, aufnehmen aktuell eher selten. Ja, 50 Ebenen, ne? 50 Ebenen waren es hier. Ja, aber immerhin im Vorteil gegenüber der Schattenhöhle muss man nicht jede Ebene nochmal wiederholen. Das heißt, du hast nur die letzten 10 jetzt quasi? Wie, man so eine Schattenhöhle oder wie? Nee, na hier, die dritte 50 Ebenen. Ja, genau. Und Nee, jedes Mal mit einem neuen Item kommst du ja 10 Ebenen tiefer. Genau, also das Problem ist, hier im Prinzip kann ich direkt weitergehen, oder? Ja. Bei der Schattenhöhle kann ich... Ich denke mal, du hast alle Geister, wirst du ja hier schon eingesammelt haben, denke ich mal. Nö, die fehlen noch. Nee? Na, das kann man ja schnell machen. Genau. Das Problem ist bei der Schattenhöhle, wenn du irgendwie zum Checkpoint kommst, sagen wir so nach 15 Ebenen kommst du an den Checkpoint, dann schickt dich der Trottel zurück zum Anfang. Du darfst die 15 Ebenen nochmal machen, erst dann darfst du weitergehen. Das ist ja ekelhaft. Was macht denn der da unten? Was hat sich denn da jemand ausgedacht? Rumtrollen. Sagen wir uns erstmal da ein bisschen Ja, ich denke mal, üben. die kann man gekonnt ignorieren. Kleine Fischis hier. Verschwend bloß nicht so viel Pfeile, du wirst sie noch brauchen. Ja, kann doch irgendwie daran erinnern. Ach, anscheinend muss man alle Gegner besiegen, damit es weitergeht. Das habe ich voll vergessen. Ja, ich glaube, in der Drillhöhle war das wirklich so. Also ich habe die Drillhöhle im Original ja auch gemacht. Hatte ja 19 Herzen und 3 von 4 Herzteile. Eins fehlte mir, ich weiß bis heute nicht, welches das war. Was ist los? Da hatte gerade irgendwie der Spielsound wäre ein bisschen sehr leise. Aber immer ganz kurz. Na, ich höre ja sowieso nicht, das wisst ihr ja. Ja, leider. Das müssen wir ein bisschen anders machen, damit der es auch hört. So, jetzt hörst du ein bisschen lauter. Das macht aber nichts. Man kennt ja die schönen Twilight Princess Sounds. Ich wollte hier Link Between Worlds sagen, weil ich es gerade nicht gezockt habe. Ah, ist das schön, wieder mit Link zu zocken, nicht als Wolf, ey. Alter, als Wolf. Ich mag den Wolf ja an sich gerne, aber... Ja, ich erst auch, aber wenn du dann... Er kriegt doppelt so viel Schaden wie Link, das ist einfach schon mal der Haken daran. Ja, und, Das magst du in einer Drillhöhle nicht haben. und irgendwie heilen kann er sich ja auch hier. nicht. Nee. Ich sehe irgendwie nichts. Okay. Er fliegt einfach runter. Oh. Deal with it. Ja, Munition sparen, ich kenne das noch. Ich habe oft Pfeile benutzt, um wie Gegnerhorn da unten mit Bombenpfeilen zu beschießen, damit man später Peace und Frieden hat. Das gibt nämlich noch richtig ekelhafte Ebenen hier. Ich glaube, das reicht nicht, oder? Ja, doch, ja. Ja, kann mich noch daran erinnern, ist zwar schon eine Weile her, wo ich die Drillhöhle gemacht habe, aber... Ich finde es jetzt nicht schwer, aber es ist schon cool. schwer ist es nicht. Ist quasi aus Wind Waker passiert. Da gab es ja auch diese Höhle, wo man immer tiefer musste und pro Ebene etc. pp, um dieses Triforce-Ding Splitterchen zu kriegen. Das ist ja quasi dasselbe in grün. Und 10er, guck mal, Geld geil! Ja, in Notfall noch die Du kannst Rubinrüstung, also von dem her. Eben, du kannst die Rubinrüstung noch benutzen im Unfall-Notfall. Die Magierüstung, ja, eine Rubinrüstung. Und... Nee, Finisher geht nicht, scheiße. Ich spinne. Ja, das ist irgendwie die beste Taktik, das mache ich auch mal. Das ist so richtig Spam, ey. Du kannst die ganze Zeit diese komischen Hüpfer-Moves benutzen und es funktioniert einfach immer irgendwie. Das ist... Keine Ahnung, warum man das so macht. Ja, so seht ihr. Einfach ein bisschen den Rundumhieb spammen und alle dauern. So soll es ja auch sein. Ja, ich finde die Techniken bei Twilight Princess ein bisschen OP, muss ich sagen. Wow! Oh, holy moly. Aimbot. Alles CSGO-Spieler hier. Die machen hier Quickscoping, Alter. Yeah, Posing. So muss das sein. Ja, ich finde das cool, das ist geil. Daraus hätten sie einen Smash-Taunt machen müssen. Das wäre am besten gewesen. Ja, das, genau.
Schnecken schießen. Ja, aber genug Pfeile. Und den Gary sehr ruhig. Ich wollte gerade sagen, war's das schon? Nee, ich glaube, unten sind noch ein paar. Kommen jetzt ja keine Gegner. Die ersten Ebenen sind ja noch einfach, sind ja mal schwerer. Boah, nachher die komischen Mumien, die dich einkreischen wie in Ocarina of Time. Boah, ich hasse das. Kannst du dich nicht bewegen, das ist voll unfair. Und du, die Nimbus gar nicht, weil so viel auf dich zukommen. Ja, stimmt, 4 Nimbus gerade, ne? Oh, das ist auch geil. Es gibt ja Leute, die haben das als 3 Herz-Run gemacht. Und ich so, what the fuck? Ist die lebensmüde? Herz auf jetzt so? Oh, immer in den Schwanz dahin, wo es weh tut. Ja gut, 3 Schüsse für einen Schwanzschuss, ja. Ja. Vielleicht verständlich, wa? Ja. Wo ist der dritte? Na egal. Ey, komm, Maike, wir bräuchten noch mehr als 3 Schüsse. Hashtag Ausdauer. Okay, geil. Egal. Naja, als Display hast du natürlich Ausdauer. Ja, das stimmt natürlich. Die Frage ist natürlich, in welchen Bereichen. Guck mal, Zubats. Jetzt wechseln wir mal Topic hier. Feuerzubats, wa? Alola Zubats, Ja. genau, Typus Feuer. Genau, Alola, ja, das ist der neue Modus hier. Typus Giftfeuer. Ja, genau. Aber ich muss sagen, da gibt es manche Pokémon, die sehen echt cool aus. Dieses Eiswulpig sieht einfach mal so beautiful aus. Ja, das muss ich, wenn es irgendwie spielbar ist, unbedingt ins Team nehmen. Hey, Eisfee Das ist ist doch echt so. gut. 4-fache Stahlschwäche, dann natürlich ein bisschen scheiße. Ja, gut, aber Strahl ist jetzt nicht der offensivste Typ, den benutzt man ja eher selten. Also ich kenne kaum ein Pokémon, was nicht Stahl ist und Stahlmove drin hat, einfach wegen Coverage. Das ist nicht existent quasi. Genau, kann mir auch vorstellen, Klar, dass so ein- noch irgendwie so ein Move gibt, dann vor allem für Vulnona, der irgendwie so speziell ist, also im Sinne von Siedewasser, was es aktuell noch gibt. Ja, na, ich habe ja auch den Verdacht, dass man zum Beispiel trotzdem auf einem Vulpix typisch halt Feuerattacken hat. Könnte ich mir vorstellen, dass sie sowas einbauen und dann ist natürlich so, ja, Stahl ist ja schön, also stell dir vor, du hast so, Eisfee, ja, ich werde mal meinen Sherox reinwechseln, ist ja alles resisted, aber wenn es Feuerattacken kann, dann muss man aufpassen. Oder irgendwie. Also ich freue mich schon auf die neuen Pokémon, muss ich sagen, die Remakes der alten oder whatever. Es ist ja bevorzugt bisher die erste Generation genommen worden bei den Alola-Pokémon, bei den Redesigns. Ja, bisher zumindest. Ja, Radikal, Vulpix, was war noch dabei? Sandan, Sandan, genau. Sieht übrigens auch echt cool aus. Raichu, Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Hab nur davon gehört. ja, fliegendes Psycho-Raichu. Fliegendes Psycho... Ja, Emonga. Aber das heißt doch Emolga. Ja, für mich ist es ein Emongo. Ah, die Fanservice-Fee. Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie aus Tales of Symphonia, Colette. Mit diesen Lichtflügeln. Stimmt. Fällt mir gerade mal so auf, so ganz dezent. So, du darfst lesen. Willkommen in der Drillhöhle, Held, der du die Finsternis vertreibst. Ich bin die große Fee. Mit großen Ohren. Das ist nicht mal gelogen, lustigerweise. Als Königin herrsche ich über die Feen dieser Welt. Um deine bisherigen Mühen zu würdigen, werde ich die Feen in der Quelle von Ordern freilassen. Warum ist das so langsam? Um weiterzukommen, brauchst du etwas, womit du dich an steilen Felswänden entlang bewegen kannst. Ich lasse das jetzt vorausspulen, ohne Witz. Wenn du noch nicht für diese Herausforderung bereit bist und dich noch etwas vorbereiten willst, bringe ich dich zurück nach oben. Nee, danke. Das nächste Mal bitte als Belohnung die Textgeschwindigkeit erhöhen. Hashtag Pokémon. Das wäre noch was. Ist ja schlimm. Ja, es gibt auch Geil. einen Stempel, verdammt nochmal. Geil, der sieht ja cool aus. Dann wir fragen, ja, Moment mal, mir fehlen noch Vor etwa allen 16 Stempel. Wozu Henker sind die überall? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ich habe so bis jetzt im ersten und zweiten Dungeon, glaube ich, ein paar gefunden. Ich bin so, hä? Warte mal, gibt's davon nicht irgendwie über 50 Stück oder so? 51, 52? Ich glaube, Irgendwie 50 so, sind es insgesamt. Heftig. Okay, da unten sind die komischen Kollegen und du kannst dich wieder nach oben ziehen, einfach zum Entkommen.
Warum? Weil ich's kann. Ja. Hashtag Spider-Man hier. Michael macht hier so ein bisschen den Polen, ja, erstmal ein bisschen abgezongt. Naja, Schweizer lernt man das eben. Ja. Och man, provozieren doch nicht den Ärmsten. Jetzt steht da unter dir, du kriegst aufs Maul, wenn du runter, wenn du loslässt. Ja, ich glaube, du musst von innen da irgendwie ran. Es gibt auf jeden Fall an irgendeiner Stelle so einen In-In-Haken. Das Geräusch, ey. Welches Geräusch? Irgendwie etwas so im Sinne von. Ach so, hä? Ach, du musst den Beyblade benutzen. Hab ich auch gesehen. Ja gut, sie hat ja auch gesagt, an der Wand entlang bewegen. Wow! Oh, Hilfe! Wo kam die gerade her? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Keine Ahnung, gerade ja, war gerade voll erschrocken. Hab's gehört. Aua! Ich spiele jetzt Scary Movie 3. Es gibt, glaube ich, ein paar Ecken, wo du Perlen bekommst. Ich glaube, wenn man als Wolf den Boden aufbuddelt an manchen Ecken, so alle paar Ebenen, kannst du, glaube ich, ein paar Herzen ausbuddeln. Aber du bist ja im Heldenmodus, ne? Yep. Ja, dann fällt das sowieso klar. Na, ihr habt genug. Na, ihr habt doch keine Herzen. Wow. Ja, ich habe sowieso genug Tränke, wie du hier siehst. Ja, Für ihn sowieso. Und ich habe zum Not noch ein Zelda-Amiibo. Stimmt, du kannst dich ja komplett aufladen, ne? Alles Beschiss. Einen richtigen Beschiss gibt es ja eben da in der Schattenhöhle. Du bist ja als Wolf unterwegs, kannst logischerweise keine Tränke nehmen. Aber es gibt dort echtes Schleimgelee. Oh, geil. Ja, bringt dir ja nichts. Hey, wollte ich gerade sagen, du hast ja gar keine Flasche, um es zu benutzen. Und der Wolf kann es ja nicht aufschlabbern. Das ist doof. Das ist so behindert. Wer macht denn sowas? Nintendo. Ja, ich wollte schon sagen, da hat Nintendo aber diesmal nicht. Was zum Teufel? Ich wollte jetzt das schon wieder so eine Schlabberviecher. Und dann fiel mir ein, nee, das sind die aus dem Dungeon. Nee, das geht nur mit Bombenfallen, möchte ich meinen. Ja, außen kann es ja auch so. Aha, so meinst du. Stimmt, Ja, da war ja kann man was. die Blase zerstören. Dann ist nichts mehr mit zurück in die Blase. Oh mein Gott, erstmal ein bisschen Allahu Akbar. Ja, sicher ist sicher. Ja. Kann noch viel aussehen. Ja, der Wasserdungeon, da kam ich erstmals vor. Jetzt, die Nils steht ja werden, da bist du ja dann dabei bei mir. Ja, müsste auch schon bald der Fall sein. Ja, ich habe jetzt gerade die Wasserrüstung eingesammelt und ach ja, eine Bombentasche geholt, damit ich ein paar Wasserbomben mit in den Dungeon nehmen kann. Ja, man kann ja pro Bombentasche immer nur eine Bombe aufbewahren. Das ist leider so. Ja, ich find's okay. Normale habe ich halt schon, jetzt bräuchte ich eine zweite Bombentasche für... Oh, shit. Das mit dem leichten Boden sieht echt geil aus. Boah, buh. Oh, Ecke räumt auf. Aber hey, schon 6 Herzen Schaden, ne? Aber jetzt auch schon 10 Ebenen vorbei, also von daher. Genau, vom Nukerado waren eigentlich wieder die 3, naja, Geisterseelen müsste auch irgendwo sein. Ich denke mal ziemlich tief. Vielleicht 20, 30, 40 oder so, ich weiß es gar nicht genau. Oh je, oh je. Ich könnte nebenbei nachgucken, wenn du möchtest. Aber man sieht sie auch auf Ja, jeden gut, Fall. dann. Nee, lass mal. Da das schon, die kann man ihnen ja auch verpassen und so. Ja, das sieht man ja auch als Link. Das habe ich letztens bemerkt in der letzten Folge. Man kann die Geisterseelen schon sehen, noch bevor man sie machen kann. Also ich war im Julia-See und habe diese Hühner-Knappsegel-Quest gemacht fürs Herzteil. Und da war der Geist schon auf dieser komischen Holztreppe. Ich bin so, hä, ich kann da noch gar nicht. Und so, Manuel Wolf und, hä, was? Ja, das geht doch eigentlich erst, abdem man das Masterschwert hat, ne? Dann kann man ja sich quasi hin und her transformieren, wie man lustig ist. Okay, Verwirrung. Ja, ich finde kam mir ein bisschen verbuggt vor, weil das war im Originalspiel nicht so. Da sind die Geister ja erst aufgetaucht, als man das Masterschwert bekommen hat. Möchte ich jedenfalls meinen. Nee, da bin ich jetzt nicht so sicher. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich auch. Ah, nee, ist noch irgendwo. Ah, da. Ah, da. Oh, als ich noch klein war und man kommt in diese erste Höhle nach Ordon und da knabbert irgendeine Ratte an dem Schädel rum. Nö. Dieses Geräusch werde ich mein Leben lang nie vergessen.
Ich glaube, das haben sie sogar rausgenommen. Ach, guck mal da. Nummer 1. Dass die... Na, du weißt schon. Boom, boom. Warum machst du nicht eigentlich das mit Mina, dieses B halten? Das Problem ist, dass ich dafür ein bisschen zu lange Zeit brauche und die Geistseele greift mich sicher an während der Zeit. Ja, gut, stimmt. Da ich den Geist so nicht anvisieren kann. Oh, das hat einen trotzdem Begriff. Egal. Da ich so einen Geist nicht anvisieren kann und dass ich ihn sehe, habe ich auch kein Problem damit, dass ich ihn auszusehen eben noch treffen würde. So, jetzt aber. Yeah, Nummer 58! Boah, habe ich im Original nie gesammelt, alle Geister. War mir immer zu anstrengend. Weil dieser Tages-Nacht-Zyklus so unglaublich lahmarschig ist. Ja, ich glaube, ich habe es auch nie wirklich gemacht, alle 60. Na doch, jetzt hier im Let's Play. Ja, schon, nehmen im Original. Das mache ich vielleicht auch, mal gucken. Okay, was ist jetzt los? Muss ich mich überwinden können zu. Oh Gott. Zeit für die Wirbelattacke. Okay, Michael braucht's gar nicht. Ja, Michael ist cool, er braucht keine. Effektiv wäre sicher die Superwirbelattacke, wir haben aber schon zu viel Schaden genommen. Ja. Oh, guck mal da oben. Da ist wieder ein echtes Gelee, aber ich glaube, das droppt runter und unten sind, glaube ich, ein Haufen. Ja, genau. Vielleicht kriegst du es. Oh, ist das fies! Und ist es im Eimer. Oh. Du, da ist doch erst. Also, da warst du gerade. Der hat sich so fusioniert. Und dann ist es ja verunreinigt. Oh, rot! Rot! Ja, oh, come on. Das ist echt gemein. Wie soll man da so schnell hinkommen? Richtig fettes Gudel. Ich kenne mich ein bisschen am Flabber. Ja, ist echt so. Oh, Flabber war gruselig. Cool. Mann. Ach, du kannst das auch instant, diese Wirbelattacke raushauen. Ich krieg das ja nie hin. Warte mal. Nur in 50 Fällen geht's. Immerhin, ich krieg's gar nicht hin. Ja, okay. Er hat ein bisschen gebraucht, um zu checken. Ja, okay, gut, du hast alles besiegt. Ja, ist ja okay, du darfst weiter, Mann. Ach, da sind wir schon bei 20? Oh, der nächste Stempel, geil. Ich glaube, blaues Elixier füllt doch alles auf, oder? Ja, na, kannst du da angucken, oder? Kann man noch lesen. Ich mag mich dran erinnern. Zelda wütend! Cool. Wütend, oh. Warum wütend? Ja, alle Herzen, ja, dann warten wir noch ein bisschen. Ich glaube, mit Vieh füllt er nur 8 auf, wenn man sie automatisch benutzt, ne? War da irgendwie so. Ich glaube generell nur 8. So, jetzt kommt Text-Speed plus 1, please. Oh, sie kann stehen. Beeindruckend. Ja. Aber hat die so dicke Lippen? Keine Ahnung. Ich bin beeindruckt, dass du es bis hierher geschafft hast. Um deine bisherigen Mühen zu würdigen, werde ich die Feen der Quelle von Friron freilassen und den Textspeed erhöhen. Um weiterzukommen, brauchst du etwas, womit du Eis zertrümmern kannst. Wenn du noch nicht bereit bist... Ach, das kann man ja... Aber warum sagst du mir das nicht? Toller Effekt. Ja, super. Wenn du noch nicht bereit bist, die Herausforderung anzunehmen und mehr Vorbereitung brauchst, bringe ich dich zurück nach oben. Ja, man kann das ja abkürzen. What the fuck, das wusste ich gar nicht. Ganz sicher war ich mir auch nicht mehr, aber dachte so, können Sie mal testen. Ja. Naja, gut, bevor du was drückst und der Text wird übersprungen, ja, gut, kann ich verstehen. Eis-Zubats. Das sind die Alola-Zubats. Jo. Aber Wolfflug-Eis ist echt ein schlechter Typ, siehe Arktos. Du meinst wegen vierfacher Gesteinsschwäche? Ja. Also Feuereis, Feuerflug geht ja gerade noch so, das ist meistens so, ja, man kompensiert halt einen guten offensiven Typ gegen einen schlechten Stein-Typ. Und daher, ja, Zahnsteine everywhere und so, naja, egal. Wir droppen mal Pokémon und gucken mal, wie es jetzt hier aussieht.
Irgendwann müsste auch mal der zweite Geist kommen. Und Alter, was ist denn hier los? Vor allem irgendwie immer so solche Low-Lane-Gegner. Ja, Ratten, Zubats, kenne ich irgendwo, hatten wir schon mal. Radfratz, Zubats, nichts Neues. Radfratz, Zubat, das ist echt so. Oh mein Gott. Ach, unsichtbar. Ah, okay. Du musst Geist werden. Du musst Geist werden, der Geisterwolf. Okami Amaterasu, genau. Na, komm schon. Ne, du musst kurz aufladen ohne die Aura. Was? Und die Aura? Ja, du kannst ja die Aura benutzen, dann kannst du angreifen, aber wenn du es nur kurz auflädst, dann kannst du die normale Würgeattacke machen. Genau. Das müsste aber eigentlich auch Instinct gehen. Ja, geht auch so. Ja, doch, das ist. Ja, Frame Perfect Inputs hier, Alter. So muss es So, sein. aufmachen. Mach mal auf hier. Mach mal auf die Schotten. Erinnere mich an Metroid Prime, dauert das auch immer so lange. Hallo. Hier ist gar nichts, okay? Nee, aber mach mal Gespür. Vielleicht sind hier noch mehr Ratten. Oder irgendwas spawnt aus dem Oh, Boden. Achtung, Achtung. Nein. Ja, oh, okay, die Viecher. Das ist als Link besser, ja. Ach du Scheiße. Was denn hier? Guck mal, alles Hater. YouTube-Hater. Ja, von der Größe könnte es passen. Ja. Also kleine Kiddies. Von der Intelligenz her auch. Zombie Pants. Schön. Wobei, ich habe ja gehört, in Soul Calibur hatte ja Link mal einen Auftritt, einen Gastauftritt. Und da steht ja die Größe der Charaktere und Link ist irgendwie ziemlich klein. Oder bei 1,50 oder so. Ja, 1,60, 1,50, irgendwie so. Oh, Ey, gut, es ist ja ein japanischer Spielcharakter, von daher. Kai, siehst du das? Was? Ach, guck mal, da sind sie ja schon, die Zombie-Mans. Ja, Ich glaube, aber... Michael, weißt du, dass das kam? Weil wir haben gerade gesagt, also Low-Bobs, was heißt das? Hat das Spiel so gesagt, okay, jetzt kriegst du die harten Gangsters. Aber ich glaube, die harten Gangsters, die schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Ach, ich dachte, du nimmst jetzt am Stück auf und schneidest das einfach zurecht. Nö, mach's lieber so. Oh Gott. Falls man Ja, irgendwo kriegst du das dazwischen von mal ein Audacity? Fehler und so weiter ist, kann ich es besser beheben. Na ja, gut, stimmt. Hoffentlich klappt das dann mit Audacity. Jo, Gut. wollen wir hoffen. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Part. Genau, bis nächstes Mal, Freunde. Ciao.